So, servus und habidere, hier ist wieder euer Mike vom Viva la Movilusion Podcast und wir machen jetzt den zweiten Recap vom Hardline Film Festival. Diesmal bin ich allein, weil der Kani nicht alle Filme geschafft hat und die Filme, die ich gesehen habe, die er nicht gesehen hat, die bespreche ich jetzt einmal ganz kurz. Also den Mittwochsblock Unearth und Red Screening haben wir beide gesehen. Den Donnerstag, den 24.09. Tja, das war der Start mit dem Kurzfilmblock, den habe ich leider verpasst. Ich bin dann um 19 Uhr dazu gestoßen zu Loose, The Flower of Evil. Ja, der Film war nicht ganz meins, muss ich sagen. Also er hat brutal starke Bilder, er hat brutal starke Schauspieler, er hat einen brutal starken Soundtrack, aber was er mir dann im Endeffekt sagen möchte, bin ich nicht ganz mitgekommen. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin auch gerne einer, der wo einmal zwischen die Zeilen liest und einmal ein paar mit ein paar Metaphern sich befassen möchte. Aber dafür muss mir der Film ein bisschen was geben, mir ein bisschen was an die Hand geben, wo ich sagen kann, ja, jetzt komme ich mit, was er mir sagen möchte, der Film, jetzt weiß ich, in was für Richtung das Ganze geht, wo ich ein wenig interpretieren hier anfangen muss, aber das gibt mir der Loose leider überhaupt nicht. Der Regisseur Juan Diego Escobar hat einen unglaublich netten Eindruck gemacht. Nach dem Film ist so ein kurzes Q&A gekommen, wie eigentlich nach jedem Film im Hardline Festival dieses Jahr. Der hat einen unglaublich netten Eindruck gemacht und er hat auch irgendwas verzeiht vor dem Ganzen und auf das tut es mir noch mehr leid, dass ich bei dem Film nicht durchgestiegen bin, weil er wirklich eine Vision gehabt hat scheinbar, aber der ist bei mir nicht durchgekommen. Leider. Also wie gesagt, starke Bilder, starke Schauspieler, starker Soundtrack. Erinnert teilweise ein bisschen an so einen Italo-Spaghetti-Western und von der Ausleuchtung her bei den dunklen Settings ein bisschen an The Witch. Wenn die Sonne einmal scheint, wirkt ein bisschen wie Midsommar, so richtig schön farblich und so richtig fröhlich. Und er möchte den Zuschauer gerne in eine bestimmte Stimmung versetzen, wo es er auch schafft, nur wenn du einen Film hast, der wo fast 2 Stunden dauert und dir nichts mitgibt und du einfach nur immer am Rätseln bist, was will jetzt der Film eigentlich von mir, dann war das fast ein wenig wenig. Also wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die mit dem Film richtig was anfangen können und die wo er dann einen Kopf dabei ausschalten können oder eben die richtigen Interpretationen für die ganzen Metaphern finden. Für die muss der Film dann der Reißer sein, aber bei mir hat das Ganze nicht ganz zünden wollen, leider. Dann um 22 Uhr der letzte Film vom Donnerstag, The Deep Ones. Das Ganze läuft sogar unter der Überschrift H.P. Lovecrafts The Deep Ones und befasst sich mit den ein paar Mythen oder Geschichten, die der H.P. Lovecraft geschrieben hat. Ja, ich liebe an Lovecraft und ich liebe einige die Verfilmungen wie The Resurrected oder eben Necronomicon oder eben Reanimator oder sowas in der Richtung. Aber The Deep Ones kann mit denen Filme leider nicht mithalten. Leider. Er ist schon angekündigt worden als recht trashig, was mir eigentlich auch für mich auch kein Problem ist, wenn der Film recht trashig ist oder mit günstigen Mitteln draht worden ist. Nur dann muss er trotzdem was bieten. Und das hat jetzt in dem Fall nicht ganz funktioniert. Also er erinnert streckenweise an Society von Brian Usna, der ja auch sehr gemächlich anfängt und dem Zuschauer immer was suggeriert. Es ist im Hintergrund was nicht mit rechten Dingen zugeht und unser Hauptcharakter quasi in einer Geschichte oder in Geschehnisse reingezogen wird, die nicht einschätzen kann. Wo es bei Deep Ones genauso ist, nur das Ganze zirkt sie wie Rotz am Ärmel. Also die Schauspieler sind im Mittel, die Effekte, wenn man alles sieht, sind stark, also wirklich auch handgemacht, wenig CGI, hat mir recht gut gefallen. Aber wie gesagt, die Durststrecke zwischen Dialoge und dann auch mal ein bisschen Action war mir zu lang.
Also wie gesagt, das Trashige hin oder her, ich finde das cool, aber in dem Fall hat sich das Ganze für mich zu sehr gezogen. Am Schluss aussieht, da rührt sich dann nochmal so richtig was, aber wie gesagt, das rettet den Film jetzt eigentlich nicht für mich. Cool ist auf alle Fälle nur, dass den Soundtrack zum Film der Richard Band gemacht hat, der eben auch den Soundtrack für ein paar Full Moon Titel gemacht hat oder auch Reanimator zum Beispiel. Fand ich recht cool, dass sich da der Kreis mit den Lovecraft-Verfilmungen ein bisschen schließt. Nur leider hätte ich mir den Schließen des Kreises ein wenig besser gewünscht. Aber gut, hilft nicht. Leider war jetzt der Donnerstag, da habe ich jetzt nicht viel positiv sagen können, weil mir jetzt eben Loose und der Deep Ones nicht so gefallen haben, wo es aber nicht so bleiben muss, die nächsten Tage. Und zwar haben wir dann einen Freitag. Da habe ich aufgrund, Parkplatzprobleme in Regensburg und dem Feierabend- oder Pendlerverkehr habe ich den ersten Film Kumatong verpasst um 13 Uhr und bin dann erst in den Kurzfilmblog eingestiegen. Ja, über den Kurzfilmblog, da möchte ich jetzt eigentlich nur 2 Sachen erwähnen, und zwar ein Kurzfilm, der heißt La Última Navidad del Universo, quasi das letzte Weihnachten im Universum, wo es ein richtig cooler Kurzfilm in Richtung Fist of Jesus, also Fist of Jesus ist auch vom selben Regisseur, und in Richtung Brutal Relax oder Bagman von RKSS geht, also so 20 Minuten Kurzfilm und Splatter ohne Ende. Das Ganze hat so ein Endzeit-Setting, in dem der Nikolaus quasi die letzten Bösen auf der Welt noch bestraft und dem letzten braven Menschen Geschenke bringt. Und das Ganze eskaliert dann extrem in blutigen Gekröse und skurrile Situationen. Also war Wahnsinn. Also wenn man das Teil einmal irgendwann im Regal stehen sieht, wie eben auch Fist of Jesus, die einen DVD-Start spendiert gekriegt hat, dann sollte man da auf jeden Fall zugreifen. Das Teil macht riesig Spaß und war auch dann der Gewinner bei den Kurzfilmen im Kino, also bei den Audience Award hat er quasi gekriegt, und das hat zu Recht. Und sehr cool war dann auch der letzte Beitrag, Live Forever, im Endeffekt ein kurzes Musikvideo, wo man stereotypische Horrorfilm-Szenarien sieht, wo jemand stirbt. In einem Slasher wird eine Frau niedergehackt und in einem Zombie-Film wird ein Mann ausgeweidet. Und während des Sterbens fangen sie singen an und singen das gleiche Lied quasi. Und da gesellen sie noch mehr Horrorfilm-Szenarien dazu. Und immer singen die Opfer das gleiche Lied, was extrem spaßig ist. Also ich kann mir schwer erklären, das Teil heißt Live Forever und muss ich nicht, vielleicht schaut es bei YouTube rein, vielleicht kann man es da sehen, das Ganze. Dann einer von meinen absoluten Favoriten des Festivals war dann Freitag 19 Uhr Schlaf, der deutsche Beitrag vom Hardline, und ich bin ja immer sehr skeptisch oder vorurteilsbeladen, was deutsche Filme angeht, und und in dem Fall zu Unrecht, weil Schlaf wirklich ein ganz, ganz starkes deutsches Kino ist. Der Film ist extrem düster, hat sehr gut ausgearbeitete Charaktere, hat unglaublich gute Schauspieler. Das Mutter-Tochter-Paar in dem Film ist unglaublich gut. Also die spulen sich wirklich an Wolf über die ganze Laufzeit. Ich war total begeistert. Das Ganze spielt in einem fast leerstehenden Hotelgelände, wo sich unheimliche Sachen ereignen, und ja, ich war voll gefesselt. Also für mich das absolute Highlight des Festivals. Der beste Film für mich. Kann ich nur ans Herz legen, war um einiges stärker als der letztjährige deutsche Beitrag, der letzte Mieter. Also schreibt euch Schlaf auf jeden Fall auf den Deckel. Das Teil müsst ihr euch unbedingt anschauen, wer auf so Mystery Thriller aus Deutschland steht, soll da auf jeden Fall zuschlagen, oder allgemein, wer auf Mystery Thriller steht, soll dem Film auf jeden Fall trotz seiner deutschen Herkunft eine Chance geben, auf jeden Fall. Dann haben wir am Freitag um 22 Uhr For the Sake of Wishes gesehen. Vom Regisseur Gabriel Kara und Reese Evenchen. Und das Teil fängt an wie ein Home-Invasion-Film, in dem ein Mann gefoltert werden soll und soll zugeben, dass er von unserem Protagonisten die Tochter misshandelt oder vergewaltigt hat. Und und bei dem
bei den 2 bis 3 Personen im Haushalt bleibt es nicht. Über die Laufzeit des Films stürmen immer wieder verschiedene Parteien das Haus und versuchen, den Insassen des Hauses den Gar auszumachen. Und das Ganze ist wie bei, ich sage jetzt, Brawl in Cell Block 99, eine richtig wüste Prügelei. Das Ganze ist nicht stark irgendwie mit Martial Arts choreografiert oder was. Da gibt's einfach nur voll drauf. Da wird sie mit allerhand Gegenstände gegenseitig in die Fresse geschlagen. Sei es mit einem Toilettendeckel oder mit Messern, mit Glasscherben, mit alles, was es ein Haushalt hergibt, hauen sie die Leute voll in die Fresse in einer Tour. Also da, wo du sagst, ich habe oftmals an A Story of Ricky denken müssen, wo du sagst, ja, was kann jetzt ein menschlicher Körper eigentlich noch alles aushalten? Wie viele Messerstiche, wie viele Schläge, wie viele Verbrennungen oder was weiß ich. Irre. Also das Teil war wirklich ganz stark unterhaltsam, extrem blutig. Die Physis der Schauspieler und die Prügeleien waren brutal gut umgesetzt, waren brutal zum Anschauen. Also ganz starkes Highlight. Hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, wo ich sage, das typische 2 prügeln sie und die anderen warten rundum, bis der andere ausgenockt ist und greifen dann erst an, so quasi, was du sagst, ja, jetzt haben so viele Leute in dem Haus und in dem Raum, normalerweise könnten sie auf einmal angreifen, so ungefähr, aber das Ganze wird in Etappen abgespult und in Etappen werden die Leute verrammt, sage ich jetzt einmal, wo es aber wirklich in dem Film jetzt Nebensache ist. Man muss wirklich das Hirn ausmachen. Wer auf richtig coole, blutige Schlägereien steht in dem Film, der soll ja da auf jeden Fall das Auge aufhalten oder auch 2, weil das Teil muss man sich unbedingt anschauen. Die Gewalt ist teilweise extrem selbstzweckhaft. Da wird einmal so durch einen Motorradhelm ein Hammer in ein Auge geschlungen und dann rausgerissen und so eine Sachen. Also das ist wirklich sehr selbstzweckhafte Gewalt und ich bin wirklich gespannt, wenn der Film mal bei uns rauskommt, was für eine Freigabe das er dann kriegt. Ob der mit der 18er oder eben dann ein Spiel-JK oder dann uncut nur über Österreich kommt, weil das Teil ist wirklich hammerhart. Von Gabriel Kara, das ist ja ein alter Bekannter vom Hardline, den haben wir vor ein paar Jahren schon mal getroffen mit seinem Film Death on Scenic Drive. Der Kerl ist totaler Sympath und ich schaue mir immer wieder gern was vor ihm an. Gut, dann haben wir den Freitag quasi hinter uns gebracht. Der Samstag überraschte mit einem Überraschungsfilm mit dem Namen Come True. Über den Film sollten wir noch nicht allzu viel berichten, aber so viel einmal gesagt, er geht in die Richtung Jacob's Ladder. Er hat einen super geilen Synthi-Soundtrack, hat ultra coole, düstere, klinische Bilder, sehr gute Schauspieler, allem voran die Hauptdarstellerin, unglaublich gut, wirklich, ja, also kann ich euch nur ans Herz legen. Das Teil, gut, wir hätten jetzt eigentlich auf was anderes spekuliert gerade als Überraschungsfilm, weil die Lauflänge von 105 bis 104 Minuten und ein kanadischer Film, da hätten jetzt einige eben auf Possessor getippt, den neuen Film vom Sohn von David Cronenberg, aber ich sage jetzt einmal, Come True war auch eine sehr gute Alternative, kann man nicht sagen, weil uns war keine Alternative geboten, aber es war kein Reinfall. Also als Überraschungsfilm richtig cool. Mit dem hat man so überhaupt nicht gerechnet, dass es ein Film ist, der in die Richtung geht oder wie er dann auch zum Beispiel ausgeht. Cool, war wirklich eine ganz starke Nummer. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum allerletzten Film, weil Dinner in America und Sator habe ich ja mit dem Conny in unserem ersten Part schon besprochen. Deswegen haben wir jetzt bloß noch den Abschlussfilm des Abschlussabends um 22 Uhr, und zwar Psycho Goreman. Das Ganze ist wie Power Rangers mit, Trash kann man jetzt fast nicht sagen, weil Power Rangers an sich sind ja schon Trash. Power Rangers goes Gore, sagen wir es so. Die ganzen Monster und Kreaturen und Aliens, die in dem Film vorkommen, sind auch mit so coole Pappmaché-Kostüme und Figuren gemacht, wie es eben auch bei den Power Rangers damals der Fall war. Und die Action ist ähnlich, nur dann, wenn wirklich einmal Action ist, dann geht's richtig blutig zur Sache. Da werden schon mal Köpfe herausgerissen an die Wirbelsäulen und sowas in Richtung. Also wer so auf Fansblätter steht oder die Filme von Troma oder sowas in der Richtung, der darf da auf jeden Fall einen Blick riskieren. Wo wir bei Troma sind, der Regisseur Stephen Konstanski, der Teil von Astron 6 war, die für Troma eben auch den Father's Day gemacht haben.
Den könnte man vielleicht kennen durch seinen wahnsinnig coolen The Void, den ich persönlich brutal feiert. Der ist ähnlich, mit einem ähnlichen Herzblut inszeniert wie ein Psycho Goreman, also wirklich handgemachte Effekte, ein cooler Soundtrack. Wobei, sagen wir es, bei The Void war weniger Leerlauf. Also The Void war wirklich von vorn bis hinten gelungen, was man jetzt von Psycho Goreman nicht unbedingt sagen kann. Der fängt unglaublich stark an. Das ist so schade, weil der Film, sie geben sich so viel Mühe mit den ganzen Kreaturen und mit den Map-Paintings, mit den Miniaturen, mit den Stop-Motion-Animationen, aber im Endeffekt haben sie nichts zum Erzählen. Also wenn Action ist und wenn es Blut fließt, dann hat man, das ist ein Riesenspaß. Aber dazwischen, die Dialoge haben teilweise zu lang, also zwischen den Action-Szenen und wo sie riert, haben wir zu viel Leerlauf. Also ich bin wirklich da manchmal im Kino drin gesessen und gesagt, oh, alter Schwede, das gibt's nicht. Die preisen den als Psycho Goreman so richtig großmundig an und dann ist fast nichts mehr mit Action und Gore in der Mitte. Und das fand ich sehr schade, weil wirklich der Anfang unglaublich stark ist, das Ende ist super stark, aber dazwischen hat man sich ein wenig zu viel auf die Charaktere konzentriert, wobei man sagen muss, gerade hat man sich auf das Mädchen konzentriert in dem Film, wo es unglaublich unsympathisch ist. Also die spielt das voll super, aber es ist manchmal wirklich eine Qual, ihr zuzuschauen, weil man dann manchmal sagt, wow, gebt sich halt einfach mal ein gescheites Bo. Echt, also ich bin nicht für Gewalt an Kindern, aber in dem Fall, was du sagst, ja, einmal ja drum schein hätte ich nicht geschaut. So ungefähr. Wie gesagt, der Anfang super, Ende super, Mittelteil zu viel Gesülz, zu viel Herzschmerz. Eine richtig coole Gesangseinlage ist noch drin und Trainingsmontage. Aber wie gesagt, also mehr wie ein Gut kriegt er leider nicht. Also die Erwartungen waren recht hoch und ich weiß auch von ganz viel Leuten, die der Film richtig brutal gut gefallen hat, die wo so richtige Trash-Granaten lieben. Gut, ich liebe die Trash-Granaten auch, nur wie gesagt in der Mitte war wirklich ein brutaler Leerlauf drin. Ja, soweit, so gut. Soweit so sehr gut. Also mir hat jetzt das Programm vom Hardline 2020 sehr gut gefallen. Schade, dass nicht so viele Leute gesehen haben im Endeffekt, weil wir wirklich gerade zu 50 im Saal waren und bis zu 100 Leute ja dann mit den Online-Tickets versorgt werden haben können. Aber ich habe im Vergleich zum letzten Jahr, glaube ich, war für mich eine Steigerung an Filmqualität zum Verzeichnen. Also war eine richtig coole Auswahl. Wie gesagt, auch die Organisation war Weltklasse. Es ist alles reibungslos abgelaufen. Es sind lauter erwachsene Leute dabei. Jeder hat seinen Kopf zum Dinger aufgehört. Es hat eigentlich nie irgendwo ein Problem gegeben, hygienetechnisch oder irgendwas. War wirklich ein super geiles, langes Wochenende mit coole alte Freunde und coole neue Freunde. Und ja, wie gesagt, es ist sehr schade, dass 2021 jetzt das Hardline leider ins Wasser fällt oder beziehungsweise verschoben wird, eben dann auf April 2022. Ich hoffe, das geht jetzt an Flo raus, ich hoffe, ihr habt jetzt lang nur Zeit, steigert euch nochmal auf 2022. Ihr habt jetzt Zeit, liefert's ab. Aber ihr habt es noch nie enttäuscht, macht's weiter so. Und ihr da draußen, enttäuscht's uns nicht. Liked das Hardline, schaut's immer wieder mal vorbei. Die hauen immer wieder mal eine News raus und schaut's bei uns rein, dort liken, teilen, haut's uns vielleicht eine iTunes-Rezession raus. Es darf uns recht freuen, darf uns recht helfen. Und wie gesagt, das könnt sich immer nur unser Logo tätowieren lassen. Fotos bitte dann an uns und macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Verstärkung von Daniel und oder Corby, aber heute habe ich das einmal leider gezogen. Ich hoffe, ich habe euch nicht stark gelangweilt. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.